Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 22. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Werder Bremen. Und wie ihr seht, wir stehen hier mitten in Ehrenfeld am Fröbelplatz. Und das an Aschermittwoch. Und heute ist definitiv nicht alles vorbei. Nee, es fängt gerade erst an. Und deswegen haben wir nicht immer noch, sondern schon wieder auch hier unsere Kölbis-Kostümchen an. Ja? Denn es geht immer so weiter. Und was uns da so zuversichtlich macht, das konnten wir doch alle sehen, mitten im Karneval in Hoffenheim. Du warst da? Ja, berichte mal. also Ja? eine wunderbare Auswärtstour. Ganz tolle Truppe am Start. Mit dem Martin Schlüter sind wir mit dem Bus hingefahren. Da auch wieder Gott und die Welt getroffen. Eine ganz tolle Leistung, Auswärtsleistung unserer Mannschaft. Da wächst weiter richtig was zusammen. Wir haben eine Strategie, die viel besser mittlerweile auf unseren Kader auch angepasst ist. Wir stehen sehr stabil in der Abwehr. Wir haben nach vorne natürlich immer noch Entwicklungspotenzial. Das ist gar keine Frage. Aber das Zusammenspiel von Jugend und Stammspielern, so wie wir es zuletzt auch schon mal in einem Motto hatten, das funktioniert mittlerweile wirklich ganz hervorragend. Ja, stammstabil, Jugendforsch hatten wir da stehen. Ja. Ne? Und das war für mich auch der Moment des Spiels. Ne? Erste Hälfte war ja offensiv nicht so wahnsinnig viel. Aber als sich Finkgräfe den Ball da zurechtgelegt hat, da ist mir das wirklich eiskalt den Rücken runter. Ich habe gedacht, der kann das, der macht das. Ja? Und wir waren uns so sicher. Und dann der Junge in seinem ersten Freistoß, den er als Profi macht, ja, setzt er das Ding rein. Ich finde das eine sensationelle Geschichte. Und das freut einen so. Ne? Einfach, weil es eine tolle Nummer. Ja? Ja, und direkte Freistöße, ich meine, die verwandelt man nun wirklich nicht alle Tage. Ja, das wissen wir in Köln ganz genau. Und unter unserem Post aus dem Stadion haben auch Diskussionen stattgefunden, schon auch beim Spiel. Wer hat denn das letzte Tor jetzt eigentlich geschossen? Und die meisten denken an Dirk Lottner oder sie denken an Thomas Hässler. Aber die meisten vergessen haben tatsächlich den Marc Uth. Das war nämlich das letzte Tor in Hertha BSC Berlin. Auch am Karnevalssamstag übrigens vor 4 Jahren beim 5:0 Auswärtssieg. Ja, das war ein großes Ding. Und für alle, die sich jetzt fragen sollten, warum stehen die Jecken eigentlich da vor der Blömscher? Ne? Das hat natürlich auch einen Grund. Ja, liebes Festkomitee, ihr habt wirklich so ein schönes Motto rausgebracht jetzt für die nächste Session 2025. Und ihr müsst ja nur einmal im Jahr ein Motto rausgeben. Wir müssen das zu jedem Heimspiel. Und deswegen haben wir gesagt, wir greifen das auf, weil es wirklich so schön ist und verbinden es mit unserem FC. Ja, und deswegen steht bei uns auf dem Shirt, Träum bleu. Drin bliebe! Ja, das können wir jetzt in Friemelpark hier umbenennen, das Ganze. Ja. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Bremen. Prösterchen, Leute. Ich schmeckt immer noch, ne? Wir haben an Karneval noch nicht so viel getrunken. Ne? Nee. Wir trinken nie viel an Karneval. Ne? So, was man nur sagen wollte, ne? Guck mal hier, wenn es nicht von alleine blöd, muss man sich das eben ausmalen, ne? So wie beim Karneval selber Spaß haben muss. Ne? Das kriegen wir hin. Ich finde aber, die Bremer, die sollten sich gegen uns nicht allzu viel ausmalen. Nee. Denn die wissen eh nicht, warum sie schon so viele Spiele gewonnen haben in dieser Saison. Sehr, sehr glücklich, für mich völlig über ihre Verhältnisse spielend. Und auf jeden Fall eine Mannschaft, vor der wir uns überhaupt nicht verstecken müssen, auch wenn sie ein paar Punkte mehr haben. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe die auch noch auf der Rechnung, dass sie noch absacken. Wäre auch nicht das erste Mal, dass sie mit 26 Punkten noch abgestiegen sind. Also von daher bin überzeugt, dass wir am Samstag nachlegen gegen Werder Bremen am Freitag natürlich. Absolut, bei denen wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel. Ne? Und die sind grün, aber grün blödet ja nicht. Ne? Wir sind bunt. Ne? Das wird alles viel, viel besser, was wir da zu erwarten haben. Also Ja. gar keine Frage. Und wer sehen möchte, wie man den so richtig schön ein Ei ins Nest legt, ne? Wir haben das schon mal gemacht in Bremen. Könnt ihr euch hier anschauen. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, nie mehr verlieren. In dem Sinne, wir sehen uns am Freitagabend in Müngersdorf. Da blüht den Bremern was. Prösterchen, Leute. Träumchen.